Sabine, was hältst denn du eigentlich von einer gemischten Sauna? Das muss jetzt nicht unbedingt haben. Du musst nicht unbedingt haben. Nein, das war viel zu heiß. Warum? Zu heiß? Ach so. Das ist auch eine gute Begründung, gell? Das ist zu heiß. Ich denke, das liegt an dem, dass du vielleicht auch Sachen siehst, die du gar nicht unbedingt sehen magst. Ja, aber manche Männer, die sitzen da schon so, dass man alles sieht. Ja, ist es so. Woher möchtest du das wissen? Ja, weil ich in die gemischte Sauna gehe. Nein, ich meine, woher weißt du das, dass man da alles sieht? Ja, Ja, weil du hinschaust. so ein Schmarrn. Da brauche ich nicht schauen, das sehe ich ja so auch. Du sagst bloß ohne hinschauen. Nein? Das ist wieder mal was nur die Frauen können scheinbar, oder? Und das braucht es mal gar nicht so da, als wenn es Isl auch nicht anschauen darf. Es geht doch nicht zum Schauen in die Ja, Sauna. genau. Geht doch rein zur Entspannung in die Sauna, oder? Ja, schon, oder? Es gibt doch nichts Schönes, gell? Sagst du, es gibt nichts Schönes wie ein Tag in einer Sauna. So, in Bad Birnbach, wir waren da schon mal in Bad Birnbach, in dem Amphitarium. Ist doch geil, oder? Da wunderbar. Ist doch nicht so schön? Hast du auch was gesehen, was du nicht sagen willst? Ja, kann ja da schon was sagen, gell? Aber ich finde, es gibt doch nichts Entspannendes. Du kennst wahrscheinlich auch die große Sauna. Gell? Es gibt doch nichts Entspannendes wie die große Sauna, die ungefähr für 60 Leute ausgelegt ist, wenn sie da so 3 Minuten vor dem Aufguss ungefähr 100 Leute reinbatzeln. Und dann sitzt du da beieinander, so wie Harding in der Dosen. Ja, und dann bildet sich in der Hitze langsam der Schweiß. Und du weißt, dass ungefähr die Hälfte der Schweißperlen nicht von dir selber stammt, weil du quasi von allen Seiten mitbefeuchtet wirst. Und dann kommt endlich dieser Saunameister da, dann erzählt er dann auch 5 Minuten lang, was er für einen Duft dabei hat. Kennt ihr das? Ja. Und es ist völlig wurscht, was er für einen Duft dabei hat. Sobald er den Duft erklärt hat, machen 100 Leute, heute habe ich für Sie Lavendel mitgebracht, belebend und entspannend. Oh. Heute habe ich für Sie Latschenkiefer mitgebracht, belebend und entspannend. Heute habe ich für Sie einen Rosbüsten dabei, belebend und entspannend. Ja, die Leute machen einfach an, die hören da gar nicht mehr hin, weil du denkst, jetzt fang halt endlich an. Dann erzählt er dir noch einen Witz. Ja, wenn du den richtigen hast, der erzählt dir noch den obligatorischen Saunawitz. Wenn eigentlich hat er folgenden erzählt, geht der Bischof mit alle seine Pfarrer in die Sauna. Dabei hat es ihm so gefallen. Da sagt er, geh, meine lieben Mitbrüder, das ist doch schön, da gehen wir doch morgen gleich wieder. Und jetzt ist so ein ganz junger, schüchterner Kaplan und sagt, also eure Eminenz, ich möchte gerade darauf hinweisen, morgen ist gemischte Sauna. Ja, sagt der Bischof, das stören uns doch nicht die paar Evangelischen. So gesagt, von so einem Saunabesuch, da kann man einen Sauna erzählen, oder noch besser, wir singen ein Lied drüber. Am vergangenen Freitag waren wir im Amphitarium. Dass ihr nicht dabei wart, das ist dumm, 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 dumm. Drunten beim Kassierer hat eine Frau gemacht das Spektakel. Was sie sagen, ich bin ein altes Fackel, 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 Fackel. Wo sind denn Sie? Dann sitzt ruft der Bisa. Wenn Sie ganz Person, hörten Sie einen anderen Ton. Doch weil ich fein bin und nicht gemein bin, stell ich mich nimmer mehr zu ihrer her. Sie kann mal wieder in dem Vogelheisel sitzen, Kinder so schwach, die Frau tyrannisieren. Gehalt's mich zurück, sonst komm ich noch in Titzen. Und durch den Kantenbilliger, 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 noch eine schmieren. Endlich sind wir drin in der ungleiche Kabine. Die Nackerten, die laufen her und hin und her und hin und her und hin und her und hin. Einer von den Nackerten, der ist unheimlich gefühlt. Sein Freund schaut aus, als wäre ein Röntgenbild, Bild, 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 Bild. Sie sind Gedränge in der Menge und keiner weiß nicht wies, welcher Fuß sein eigener ist. Sie ist wie im Narrenhaus, wir ziehen uns die Schuhe aus, doch unser Nebenmann zieht uns wieder an. Ja, jetzt probieren wir's heute einmal mit unseren Hosen. Kaum haben wir's drum, trifft uns der Nachbar wieder rein. Wir gehen am Zorn, am Zorn, mal zum Großen und gehen am Zanken,
zusammengewandt, ins Bad hinein. Der Quamperdick kommt rein, er schreit auf zwei drauf, es hauen auf den Arsch, weil wieder schnauft, 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 schnauft. Wie er wieder aufsteht, geht er zur Brause hin, er passt nicht eine in die Duschkabine, bin, 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 bin. In einer Klause, unter der Brause, da rennt das Röntgenbild, grad hin und her wie Wind. Es ist ein Verhängnis, dass es so dünn ist, wenn es zum Aufschluss rutscht, dann ist es futsch. Da tut's ein Schlag, mit zwei sein furchtbar zusammenzuckt. Es hat den Quamperten grad wieder einmal hin. Die ganzen Brausen sind verbunden, die Wind sind reingedruckt. Das ganze Tarium, 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 das ist jetzt hin.